Kennt ihr die Trinität vom Heavy Metal? Es gibt einen Haufen Metal-Fans, die die drei britischen Hardrock-Bands als Holy Trinity of Heavy Metal bezeichnen, die Ende 60er, Anfang 70er Jahre den Heavy Metal aus der Taufe gehoben haben. Sie, natürlich Black Sabbath, Deep Purple und Led Zeppelin. Aber ich will heute Abend mit euch nicht Musikgeschichte zu Sepp und Purple machen, sondern ich möchte beim Original anschauen. The Holy Trinity. Also bei Gottes Dreieinigkeit. Oder wir können genauso sagen, eine Dreieinigkeit. Aber egal, ob wir beim christlichen Gott von Dreieinigkeit oder Ein-Dreieinigkeit reden, für viele Menschen ist Trinität nur, eben, wie ich schon mal gesagt habe, heute Abend eine abgefahrene christliche Hirnakrobatik. Und eben nicht wirklich relevant. Sogar dann, wenn sie gläubig sind. Und alle, die so denken, sind in guter Gesellschaft. Einer der grössten Denker überhaupt, der Philosoph Immanuel Kant, hat Folgendes geschrieben. Ob Gott einer und derselbe in 3 Personen sei, das ist eine spekulative Frage, die, wenn sie auch mit den Worten der Heiligen Schrift übereinkommen möchte, doch für sich allein gar keinen praktischen Wert hat und aus der für sich nichts gewonnen werden kann. Ja, der Kant hat ja schon recht, wenn er sagt, Trinität sei spekulativ. Aber ich denke, der Kant war sich zu seiner Zeit noch nicht bewusst gewesen, wie spekulativ alles Erkennen überhaupt ist. Denn wenn wir versuchen, die für uns unsichtbare Welt und alles darüber hinaus mit unserem menschlichen Denken zu erfassen, dann ist es immer spekulativ. Es ist ja immer subjektiv und es ist immer nur ein vorläufiges Verstehen. Und wenn wir versuchen zusammenzubringen, wie das jüdische Bekenntnis zu dem einen einzigen Gott mit der Geschichte von Jesus und den Erfahrungen vom Heiligen Geist zusammenpassen, ja, dann ist die Lösung eben schon geheimnisvoll. Die Trinität ist ein Mysterium. Trinity, Mystery. Aber das Geheimnis, das ist eben im biblischen Sinn nicht etwas Unverständliches oder gar irgendwie Geheimwissen, so wie bei den antiken Mysterienkulten. Geheimwissen, wo nur irgendwie so eine eingeweihte Elite irgendwie Zugang bekommen hat. Nein, ein Mysterium, ein Geheimnis, das ist im biblischen Sinn etwas, das so tief ist, nicht, dass wir es nicht verstehen, sondern etwas, das so tief ist, wie wir nie ans Ende kommen mit Verstehen. Weil es so viele Aspekte, Schichten und Dimensionen hat, die letztlich unseren Verstand übersteigen. Das Mysterium ist nicht etwas, das wir nicht verstehen, sondern etwas, das wir nie ans Ende kommen mit Verstehen. Ein Geheimnis, das man immer neu davon berührt werden kann, etwas, wo man einzelne Aspekte mit Kopf und Herz erfassen kann und doch nie ans Ende kommt mit Verstehen. So ein Mysterium ist die Dreieinigkeit von Gott. Ich kann euch heute Abend nicht beweisen, dass Gott trinitarisch ist. Aber ich nehme euch gerne ein bisschen mit auf einzelne Aspekte von meinem Weg, vom Verstehen von der Dreieinigkeit. Und aus dem wird dann, denke ich, sofort klar, wieso dass die Botschaft von der Trinität hochrelevant ist und für uns, unser Leben und die ganze Welt überhaupt. Und dass es auch praktische Auswirkungen hat. Aber wenn Leute wie der Kant etwas anderes sagen. Schauen wir noch als erstes bei Jesus an. Wenn Jesus nicht Gott ist, sondern nur ein Mensch gewesen wäre, ja, dann ist eigentlich alles christliche Reden von der Erlösung hinfällig. Weil wenn Jesus nur ein Mensch war, und zwar egal was für einen guten, ja, dann ist er am Ende ja im gleichen Schlamassel verhaftet wie wir alle. Nämlich im Schlamassel von Egoismus, von Schuld und Sünde. Wenn Jesus nur ein guter Mensch war, dann kann er uns nicht erlösen. Und es gibt für dich und für mich keine Hoffnung auf wirkliche Erlösung in der Tiefe von unserem Sein als Menschen. Und dann sind wir immer noch in jeder Hinsicht auf uns selber zurückgeworfen. Und wer seine eigenen Abgründe kennt, der weiss, ja, der hat das letzte Wort, das Böse.
Genauso wäre es ein Problem, wenn Jesus nur Gott wäre und er bloß wie ein Mensch geschaffen hätte, ohne dass er wirklich ganz ein Mensch gewesen wäre. Gott könnte uns genauso nicht in der Tiefe von unserem menschlichen Sein erlösen, weil er als nur Gott bei uns Menschen gar keinen Ansatzpunkt hätte, keinen Hebel, um unsere Verkrümmung in uns selber zu heilen. Wenn Jesus nur ein menschlich scheinender Gott gewesen wäre, könnte er uns Menschen und unsere Versuchungen gar nicht wirklich nachfühlen und verstehen. Also egal, ob Jesus nur Mensch oder nur Gott ist, in beiden Fällen kann er uns nicht wirklich erlösen. Erlösen kann er uns nur, wenn er beides ganz ist. Ganz Gott und ganz Mensch. So schwer verständlich das auch für uns ist. Ich glaube, die Lehre der Dreieinigkeit ist die einzige Denkfigur überhaupt, wo das Leid und das Böse in uns Menschen und in der Welt, in der Tiefe wirklich ernst nimmt, bis in die tiefste Tiefe, und trotzdem nicht muss verzweifeln daran, sondern begründet, freudig und befreit auf eine gloriose Zukunft darf hoffen. Jesus Christus, der Sohn, das ist Gott neben uns. Schauen wir noch als zweites bei Gott dem Vater genauer her. Wir haben ja tatsächlich das Problem vom Bösen in der Welt. Darum, wenn der Schöpfer Gott und Jesus als erlösender Gott jetzt nicht eins wären, dann könnte der Schöpfer Gott ja nur so ein Demiurg sein, ein minderwertiger Gott. Ja, vielleicht sogar ein böser Gott. Wenn Gott der Vater und Gott der Sohn zwei Götter wären und nicht zwei Personen in einem Gott, dann ist die Folgesicht auf die Welt, wo das Materielle überhaupt abwertet. Das Wahre ist das Geistige. Und die Welt von der geschaffenen Materie ist dann nur noch so ein minderwertiges Gefängnis, wo der menschliche Geist möglichst wieder verlassen muss, um sich da so den wahren geistigen Höhen von der göttlichen Erleuchtung aufzuschwingen. Die Dreieinigkeit von Gott aber, die nimmt unser Sein als geschaffene Wesen in allen Dimensionen ernst. Also wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir sind ein Körper. Und wir sind so wertvoll. Wir sind so wertvoll. Wir haben eine unauslöschliche Würde und sind gut geschaffen. Das heisst, du bist gut geschaffen. Dein Geist, deine Seele und dein Körper. Und es ist auch richtig und wichtig, nicht nur Sorge zu uns zu tragen, sondern auch zu der ganzen Schöpfung von Gott. Weil die materielle Welt nicht die Schöpfung von einem so niedrigen Demiurg ist, sondern wie das ganze Universum der Ausfluss von der Liebe vom einen Gott ist. Und weil er aus dieser überfließenden Liebe die Welt erhaltet und sie wird neu schaffen. Und darum ist auch jede Tat von uns Menschen, wo wir uns für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen, nicht vergebens. Egal wie aussichtslos dass sie auf den ersten Blick erscheint. Sondern jeder von unseren, auch vermeintlich vergebenen Bemühungen fürs Gute ist aufgehoben und Teil von Gottes Willen und Weg zur Erhaltung und Erneuerung der Welt. Und er wird es zum Ziel führen. Der Vater ist Gott über uns. Er ist unendlich grösser als unser Denken. Sein Wille ist gut und seine Möglichkeiten unendlich. Die Botschaft der Dreieinigkeit ist, dass die Welt nicht nur in ihrer geistigen und seelischen Dimension, sondern dass sie auch in ihrer materiellen Dimension von Gott gewollt ist und gut ist. Und dass er die Welt erhaltet und erneuert. Und darum haben wir als seine Ebenbilder stellvertretend gut um die ganze Schöpfung uns kümmern. Und eben keine von diesen Schritten, die man dort vergebens wird ziehen, egal wie gross auch vielleicht die grosse Katastrophe scheinen mag. Und so ist die Botschaft der Trinität eben auch unglaublich entlastend. Wir müssen die Welt nicht retten. Das macht Gott. Aber er will uns beteiligen. Wir dürfen und sollen uns dazu beitragen. Als drittes schauen wir jetzt natürlich auch beim Heiligen Geist an. Was wäre die Folge, wenn der Heilige Geist nicht Gott selber wäre? Was wäre, wenn die Ruach, das ist der hebräische Begriff, der Atem von Gott, nur eine göttliche Kraft wäre? Natürlich ist der Heilige Geist auch eine Kraft. Aber anders als eine Person hat eine bloße Kraft keinen Willen. Sie handelt nicht mit Absicht.
Wenn die Heilige Geistkraft nur eine Kraft und keine Person wäre, dann wäre sie kein Gegenüber, das an uns handelt. So, dann könnte es für uns Menschen eigentlich nur darum gehen, ja, die richtigen Methoden zu lernen und zu entwickeln, um die göttliche Kraft für uns nutzbar zu machen, für uns zu nutzen, für unsere Zwecke. Und das ist genau das Problem mit den Kräften. Sie sind manipulierbar. Oder? Das ist das Prinzip letztlich von der Magie. Mit den richtigen Methoden sich geistige Kräfte versuchen, gefügig zu machen. Dieser Logik folgt auch der Animismus oder die Esoterik. Wenn der Heilige Geist nur eine Kraft wäre, dann ist es allein von uns abhängig, ob es gut kommt im Leben. Wir denken uns nur für einen Erfolg, dann kommt es für einen Erfolg nur auf die richtige Methode an, auf die richtige Meditation, das richtige Gebet, zur rechten Zeit, der richtige Glaube. Dann geht es um Selbstoptimierung. Weil du bist ja selber die Schuld, wenn du nicht aus den Kräften im Universum das Richtige kannst anzapfen, das du brauchst, um gesund und erfolgreich zu sein. Ein riesen Leistungsdruck. Aber der Heilige Geist ist genauso Gott und nicht nur eine Kraft. Und das ist genauso eine Person, ein Gegenüber mit Willen und Absicht. Wir können ihn uns nicht gefügig machen. Und das ist gut so. Er wirkt Gottes guten Willen an uns, wenn und wie er will. Wie es wirklich gut ist, so wie es gut ist für alle und das Ganze. Und nicht nur, wie wir wollen. Der Heilige Geist verwandelt uns mehr und mehr nach dem Vorbild von Jesus Christus. Das ist der Weg, den er mit uns geht. Er nimmt uns so an in die vollkommene Liebesbeziehung, wo Gott in sich selber ist. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Er bringt das Heil, das Jesus erworben hat, in die Welt hinein, und zwar von innen raus. Nicht umsonst steht das Öl in der Bibel symbolisch für den Heiligen Geist. Öl, das ist etwas so Feines, das jede Ritze einzieht. Genau so wird der Heilige Geist uns, jeder von uns, aus jeder Faser von unserem Sein uns durchdringen. Er ist Gott in uns, er schafft neu und verwandelt uns in das, was wir schon immer gedacht waren. Der Heilige Geist bringt die Heilsgeschichte voran. Er ist das Öl, oder als Öl eben das Schmiermittel in dieser Welt, wo alles macht, rund zu laufen. Der Heilige Geist, Gott in uns. Wir finden in der Bibel nie eine ausgeschaffte Trinitätslehre. Aber da setzt er für die Blitze an unterschiedlichsten Ecken und Enden auf. Und darum hört jetzt mal in den Philipperbrief rein, mit dem im Kopf und Herz, wo ihr heute Abend schon gehört habt. Der Sohn ist Gott neben uns, der Vater ist Gott über uns, der Geist ist Gott in uns, 3 und doch 1. Ich denke, das gibt es bei euch. Das mahnende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommen die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Von dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen
wie es ihm gefällt. Merci, Katja. Wenn wir schauen, was der Paulus da für eine Dynamik innerhalb vom dreieinigen Gott beschreibt, dann sehen wir, dass Trinity eben nicht nur Mystery ist, sondern vor allem Charity, Caritas, Liebe. Man sieht die Dynamik von einer vollkommenen Liebesbeziehung in Gott selber. Freiwillige Hingabe als andere. Sich freiwillig unterordnen aus Liebe und Respekt fürs andere. Sich verschenken. Und das Ganze ist so stark, dass es überfließt. Dass auch wir hineingenommen werden in diese Liebesdynamik. Und ja, die Liebe gibt alles und kostet alles. Wir hören von Paulus, dass weil Gott sich an uns verschenkt, auch wir als Christen und als Kirche als Ganzes die Hingabe, die Liebe sollen leben. Und darum gibt es im Fall überhaupt auch die Metal Church. Weil bei der Kirche, wie sie normalerweise war, die Metalheads aussen vorgeblieben sind. Aber Gottes Liebe möchte alle berühren und verändern und nimmt uns auf diesen Weg mit. Und darum haben wir hinter uns gelassen, was wir nicht kennt, was wir kennt haben. Wir haben auf Sicherheit gepfiffen und uns auf den steinigen Weg gemacht. Zu lernen, wie das Evangelium in der Sprache vom Metal könnte ausdrücken sein und wie man eine Kirchgemeinde für Metalheads aufbaut. Und darum ist der Philipper-Text einer der Bibeltexte, wo den 5 Werten von Metal Church zugrunde liegt. Die Dreieinigkeit von Gott, die weist aus der Liebe den Weg raus in die Szene, ungeachtet von allen Widerständen. Und etwas letztes Wichtiges sehen wir an dieser Liebesdynamik innerhalb der Dreieinigkeit. Wir sehen eine Ordnung in der Liebe. Eine freiwillige Unterordnung. Aber nicht destotrotz eine Ordnung. Und dieser Unterordnung in Liebe, der entspringt dann unsere Welt. Ohne die gäbe es unsere Welt nicht. Und jetzt wissen ihr alle, unsere Welt ist gerade mega chaotisch. Es scheint nicht, dass Hingabe und freiwillige Unterordnung die Prinzipien sind, die zum Erfolg führen. Chaos stiften und dominieren, das scheint der Wert der Zeit zu sein. Doch wenn die Welt vom dreieinigen Gott geschaffen ist, dann sind es eben seine eigene Ordnung und Prinzipien, die er in die Welt hineingelegt hat, eben die von der Hingabe, von der Unterordnung, von der Liebe. Und wenn das Prinzipien von dieser Welt sind, dann müssen wir keine Angst haben vor dem Chaos und all denen, die mit Macht andere dominieren. Am Ende wird sich die Hingabe, die Liebe und die Unterordnung durchsetzen. Sie ist stärker, weil sie der Grund der Existenz dieser Welt ist. Ich fasse noch einmal zusammen. Mystery. Die Dreieinigkeit von Gott ist ein Geheimnis, das wir nie ans Ende kommen mit verstehen. Jesus Christus, er ist Gott neben uns. Das nimmt das Leid und das Böse in uns Menschen und in der Welt in der Tiefe ernst. Wir müssen trotzdem nicht daran verzweifeln, sondern wir dürfen begründet, freudig und befreit auf eine gloriose Zukunft vertrauen. Der Vater geht über uns. Er ist unendlich grösser als unser Denken. Sein Wille ist gut und seine Möglichkeiten unendlich. Und weil er aus der unüberfließenden Liebe die Welt geschaffen hat, erhalten und neu wird schaffen, darum ist auch jede Tat von uns Menschen, die wir uns für die Bewahrung von seiner Schöpfung einsetzen, nie vergeben. Der Heilige Geist geht in uns. Er zieht uns in die vollkommene Liebesbeziehung, wo Gott in sich selber ist. Wie Öl in jede Ritze eindringt, erfüllt er uns von innen, schafft neu und verwandelt uns in das, wo wir schon immer gedacht sind. Ja, er ist Schmiermittel von dieser Welt. Trinity, wo Charity ist. Die Unterordnung in Liebe in Gott selber ist die Hoffnung in der Unordnung dieser Welt. Weil Hingabe als andere der Ursprung und das Ziel dieser Welt ist. Und uns zu verschenken, das ist auch der Weg, wo Gott jedes von uns drauf mitnehmen will.
Und das ist auch der Weg der Metal Church als Kirche, sich zu verschenken an die Metal-Szene. Ja, und darum muss die Strong Message zur Trinität jetzt natürlich auch mit Metal ausklingen. Kennt ihr die legendären... Ich muss noch etwas sagen dazu, genau. Ganz kurz noch. Kennt ihr die legendären Pretty Mates aus Dänemark? Ronnie Atkins, sein letztes Soloalbum heisst Tada! Trinity. Ja, Dreieinigkeit, Trinität. Und im Titelsong vom Album da singt er von dieser Dynamik, von dieser vollkommenen Liebesbeziehung in Gott selber, die überfließt zu uns und uns hineinnimmt in sein Heil.
Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Amen.